willkommen bei mir bei Kitschwitch. Heute haben wir etwas mega Cooles, nämlich als erstes, bevor wir hier brodeln, wollte ich euch zeigen, von wo das coole Fleisch kommt. Ich habe nämlich heute etwas ganz Spezielles mitgenommen. Ihr wisst ja, oder die meisten wissen, dass ich gerne Fleisch esse. Und ich esse nicht gerne einfach so Fleisch essen, sondern ich finde es auch gut, wenn ich weiss, dass das Fleisch kommt und weiss, dass das Fleisch auch wirklich den nötigen Respekt genossen hat, oder eben das Tier, und also das Fleisch natürlich auch. Und habe eine super Seite im Internet entdeckt, die coolthailand.ch heisst. Dort geht es wirklich darum, du kannst dort so Paket bestellen, so ein Beef-Paket mit verschiedenen Sachen drin und so. Und du kommst eigentlich das Paket erst über, wenn die ganze Kuh verkauft ist. Also das ist wirklich so eine ganz gute, nachhaltige Geschichte. Und man weiss wirklich, von wo das Tier herkommt. Man könnte auch auf einem Bauernhof stehen und er würde noch sagen, Cindy hat letzte Woche dort geschissen. Oder? Also wirklich, also besser geht es nicht. Und sie zahlen diesen Bauern, die Tiere eben auch aufziehen und so weiter, zahlen sie auch wirklich einen fairen Preis, so dass sie wirklich zu ihren Ställen schauen können, dass sie wirklich einfach auch die wirklich faire Infrastruktur für die Tiere liefern können. Oder? Ich finde es cool und bin jetzt sehr gespannt, was sich da in diesem wunderbaren Päckchen hier verbirgt. Das habe ich nämlich heute bekommen und ich muss jetzt das auspacken. So, ich brauche Werkzeuge. Ich Messer. Jetzt schaut mal das an. Wir haben hier geschnetzelt vom Rind. Bio-Braten habe ich immer gerne. Bio-Braten. Also du kommst Bio-Haxen über. Also Haxen etwas, das ich auch, das würde ich auch nie einfach so kaufen. Wenn ich es einfach bekomme, finde ich es mega cool. Hackfleisch, etwas, das ich ganz viel brauche. Bio-Grillsteak und das Beste ist, nicht mariniert. Ich kann selber entscheiden, was ich für eine Marinade drauf will. Dann haben wir ein Saftplätzchen, Entrecot, ein Horrückensteak. Hey, nein, das ist der Wahnsinn. Seetfleisch, ein Bio-Raguli, Bio-Hamburger. Oh mein Gott, ich freue mich jetzt schon drauf. Und dann noch Bio-Bratwürste. Und sie sehen so richtig, sie sehen einfach nicht künstlich aus. Es ist so richtig, man sieht, dass das ist einfach gewurstet worden. Irgendwie eine Maschine, die sie irgendwie durch einen Darm durchgeklebt hat. Bio-Bratwurst-Rind. Achtung, da ist der Speck drin. Für solche, die kein Schweiniges essen, aber sie haben das auch noch auf der Seite gut ausgewiesen. Und dann haben wir noch Bio-Bratwurst-Rind und da ist auch noch ein Speck drin. Also bei der Würste ist nicht ganz 100% Rind drin, aber es macht gar nichts. Wir haben alles gerne. Also der absolute Oberwahnsinn. Also das sind jetzt 4 Kilo. Es sieht nach gefühlten 50 Kilo aus. Wunderschönes Fleisch und eigentlich alles Fleisch, und ich eigentlich schon jetzt so ein bisschen wusste, was damit anfangen. Ich freue mich schon, mit euch ein Rezept zu machen. Und möchte mich an dieser Stelle wirklich noch einmal bei coolthailand.ch wirklich bedanken für das coole Pack. Und ich finde eure Idee super und finde es ganz cool. Merci vielmals. So, und jetzt geht es ans Kochen. Und wie ihr ja gesehen habt, habe ich ganz viele verschiedene Pizzen bekommen. Und habe mich extra für etwas entschieden, wo einfach nicht ein Entrecot oder so, sondern ich habe mich wirklich für Seetfleisch entschieden. Und ich mache heute zum ersten Mal Seetfleischsalat. Ich habe Seetfleischsalat, glaube ich, noch nie gegessen, ausser in der Kantine. Und ich wollte jetzt nicht über unsere Kantine ablästern, überhaupt nicht. Aber es ist einfach auch nicht so fein. Und darum habe ich gefunden, das ist jetzt mal etwas, was ich selber machen könnte daheim. Und gehen wir zu den Zutaten. Man braucht nämlich nicht viel. Man braucht einfach Gemüse. Ich habe hier Sellerie genommen, Lauch, Rüebli, Zwiebeln habe ich abeinander gehauen, die tun wir dann anbraten da hinten. Salz, Nägel, Lorbeerblätter und dann habe ich hier so eine Pfefferkörnermischung. Ich habe hier noch Pimokerne, was ist das? Ja, Pimokörner. Roten Pfeffer und Wacholderbeere. Also einfach so ein Gemisch. Frischer Peterlik und natürlich Wasser. Sonst wird es eine trockene Angelegenheit.
Und jetzt tun wir das Seedfleisch eben seeden und würde sagen, wir gehen über an die Kochstation. So, während die hier jetzt brünen, tue ich einfach mal die Suppe ansetzen. Wasser. Und jetzt ist es eigentlich ziemlich einfach. Jetzt kommt einfach alles hier rein. Fertig. Das Sellerie. Rüebli. Lauch. Und noch Gewürz. Lalalala. Dann kann man schon ein bisschen geben hier. So. Das sieht schon mal super aus. So. Jetzt schaut die schöne Brüne an und die Zwiebeln geben wir jetzt einfach so, wie sie sind, auch noch hier rein. Jetzt tun wir das Ganze aufkochen, dann kommt das Fleisch rein und dann ja, geht es ans Warten leider. So, jetzt ist das aufgekocht, jetzt tue ich die Hitze reduzieren. Es sollte eben nicht mehr so sprudeln. Und jetzt kommt das schöne Stück da rein. Tschüss. Also gut gemeint. So, und jetzt schaue ich das, dass es eben nicht mehr so stragelt. Und das braucht jetzt etwa 2 Stunden bei zu unigem Deckel. Und dann sehen wir uns wieder. Nach 2 Stunden ist jetzt das Fleisch aus seinem Badwasser befreit worden. Und bitte, jetzt für das Rezept hier brauchen wir die Bouillon hier hinten nicht, aber behaltet die. Die kann man super brauchen, man kann eine Suppe machen daraus oder man kann sie brauchen zum Sauce machen. Ich tue es einfach so in eine Flasche abfüllen, ab in den Kühlschrank und die kann man sicher eine Woche im Kühlschrank lassen, das ist kein Problem. Und wenn man sie nicht sofort braucht, kann man es also ganz easy einführen. Weil das ist der absolute Oberwahnsinn, die Suppe dorthin. Also, und jetzt zu unserem Salat. Das Fleisch ist jetzt ganz, ganz fein geschnitten. Und jetzt kann man kreativ sein natürlich. Und wir haben uns überlegt, was wir jetzt da rein tun. Also sicher mal das Fleisch in die Schüssel rein, Peperoni. Dann habe ich hier Lauchzwiebeln und einen kleinen Exot, Avocado. Die Superfrucht mit super Fett und wunderbar und alle essen es. Es ist wirklich mega fein. Ich habe sie mit Limettensaft, frischem Limettensaft beträufelt, also mariniert, weil wenn man das nicht macht, wird die braun und sieht hässlich aus. Also unbedingt Zitronensaft oder Limettensaft drüber tun, wie beim Apfel. Der wird nämlich auch braun, wenn man keinen Zitronensaft drüber tut. Jetzt habe ich hier eine Vinaigrette gemacht. Eben, der typische Kantinenfraß sieht so aus, dass auch irgendwie 5 Deziliter Rahm über dem ganzen Zeug drüber ist. Und das habe ich jetzt eben extra nicht gemacht, weil das ist eigentlich ein super gesundes und low-carb-mässiges Essen. Und darum habe ich einfach ein Vinaigrette gemacht mit ein bisschen Bouillon, Öl, Senf, Essig, Zwiebeln und Peterli. Ein Salat aus Fleisch. Jeder Vegetarier schneidet jetzt gerade in die Augen. Juhu! Und ich freue mich wahnsinnig so jetzt. Oh. Das Fleisch ist wirklich mega zart. Also es ist wirklich auf den Punkt. Es gibt ja manchmal, dass es einfach so ein bisschen catchig wird, das Seedfleisch, aber da hier ist wirklich super zum Essen und man merkt einfach, dass die Qualität des Fleisch einfach wirklich stimmt. Weil, nein, so ein guter Bitz Fleisch, nein, da kann man mich verstehen, das ist so gut. Also ich kann euch das wirklich wärmstens empfehlen und kann euch wirklich wärmstens so das Kuhteilen empfehlen. Und da wisst ihr, was ihr davon habt. Das ist wirklich der absolute Oberwahnsinn. Super.
wirklich. Also wir haben auch Bratwürste noch auf den Grill da und die waren also oben raus gewesen. Also wirklich, geht auf die Seite und schaut mal das an, kommt da dort. Also, ich gehe jetzt einen Salat essen. Wie mega gesund. Tschüss!